Willkommen zurück, Freunde, bei Fire Emblem Three Houses. Ja, die 3 Häuser machen weiter. Nicht unbedingt die Baumhäuser, nee, die 3 Häuser. Und es ist das passiert, was ich befürchtet habe, was passiert ist, wenn ich zu viel Fire Emblem zocke. Nämlich das gleiche, was passiert, wenn ich zu viel Anno zocke. Ich bin wieder im Rausch. Also im richtigen Fire Emblem Rausch. Das heißt, kaum höre ich auf, weil ich mir denke, ja, komm jetzt also 10 Folgen auf Vorrat, machst du dann ein anderes Let's Play und so zockst da weiter. Es ist kein ganzer Tag vergangen und ich zocke hier schon wieder. Weil wir auch gesagt haben, nee, komm, ich habe jetzt Bock drauf, ich will. So, ich weiß aber auch von mir selbst, dass das nicht von Dauer ist. Das dauert ein paar Stunden, sagen wir jetzt mal, ein paar Folgen und dann bis dann irgendwie etwas passiert, irgendetwas Spezielles im Spiel und dann wechsle ich wieder das Spiel, weil ich mir sage, oh, das war jetzt so geil und so, das muss ich jetzt ein bisschen verarbeiten. Innerlich, so jetzt sage ich erst in einer Woche wieder und derweil sage ich was anderes. Also bitte in der Hinsicht jetzt nicht verwundert sein, ich plötzlich irgendwie seit Folge 20 nicht mehr so auf Kommentare reagiere, nicht darauf antworte. Weil Folge 20 glaube ich das letzte Mal, wo ich einen Kommentar gelesen habe. Und jetzt sind wir irgendwie bei Folge 32 irgendwie? 34 sogar, okay. Also ihr seht, es geht voran und ja, ich habe mir jetzt auch oft genug ein paar Gedanken gemacht wegen dem Spiel und so weiter, was ich noch ein bisschen darauf achten will künftig. Aber jetzt erstmal die Gespräche hier. Erstmal die anderen quatschen lassen, dann quatsche ich wieder. ふむふむ。なるほど。この図形が型になって。やれやれ、またここにいましたか、リンハルト殿。ヒューベルト、今いいところなんだ。少し待ってよ。二重線が螺旋になってこう。いや、そうじゃないな。リンハルト殿、残念ながら時間です。講義が始まりますから早く来てください。そんなことよりこの本が。リンハルト殿、貴殿のその熱意は買いますが、今はこちらが優先です。趣味の研究はやるべきことをやってからにしてもらいたいですな。まったく。趣味ってひどいな。これでも何かの役に立つよ、きっと。何かでは困ります。帝国の我が主の役に立ってもらいませんと。稀に見せる集中力や事物への理解力、常識にとらわれない発想の豊かさなど、貴殿の才覚には目を見張るものがあります。あれ、珍しいね。君が僕を手放しで褒めるなんて。しかし、その才能の向けられる先が微塵も評価できません。気まぐれで成果が出ないまま目的を変えることもしばしば。そこさえ改善すれば学者として大成する未来もあったでしょうな。あ、そう。はあ、ほっといてくれないかな。僕は僕の好きなことだけをやって生きてきたいんだよ。たとえ貴族でもそのような生き方は許されないのですよ。間もなく帝位を継がれる我が主は貴族の特権にも切り込もうとしています。Ganz kurz, Beschneidungen. Ich hoffe, das ist ein Übersetzungsfehler. Ich meine, der Zusammenhang ist klar, es hat nichts mit Beschneidung im eigentlichen Sinne zu tun, aber ich finde das Wort in dem Satz irgendwie fehl am Platz. Ja, Hilfe. まあ、理は君にあるよ。それは分かってる。でも僕にはできないんだよ。誰かのために自分が働くとかね。情けない話です。とりあえず行きますよ、リンハルト殿。Ich muss zugeben, ich mag Linhard. Erinnert mich ein bisschen an mich selbst. So, dann noch Kasper mit Dorfia. カスパルくん、ちょうどよかったわ。頼みがあるの。なんだよ改まって。俺にできることなら何でもやるぜ。ありがとう。それじゃあ私の部屋に来てくれるかしら。寮の部屋か。何の頼みなんだ。次はあの棚を持ち上げてくれるかしら。裏側にホコリが溜まっているはずよ。まだやんのか。つうか寮なんだからここまで掃除しなくていいだろう。何言ってるの？次に使う人が
気持ちよく使えるようにきれいに保っておかなくちゃ。この部屋が終わったらあなたの部屋も一緒に掃除しましょうか。勘弁してくれよ。訓練する暇がなくなっちまうじゃねえか。あ、そういえば私も出かける約束があるんだったわ。今日の相手は顔も家柄もそこそこだから、ちょっと気合を入れて臨まないと。しっかしお前、いつも男と出かけててよく飽きねえな。飽きるわよ。でも将来のためだものね。俺の訓練みたいなもんってことか。なら仕方ねえな。私のやってることがあなたの訓練と同じだって言いたいの？そうだよ。何かおかしいか？俺は貴族とはいえ次男だし、武勲を得なきゃ将来何にもなれないかもしれん。だから戦場で活躍できるように毎日欠かさず訓練してる。お前の場合は平民だし財産もないから、将来のためにいい相手を探してるんだろ。そこには何の違いもないって俺は思うんだけどな。そうね、みんながそう思ってくれればね。じゃあカスパル君、将来のためにそれぞれ頑張りましょう。ああ、お互いいい結果を残せるといいな。Ich wünsche euch beiden nur das Beste. So, was ich noch sagen wollte, genau, offscreen noch ein bisschen geguckt bezüglich den Fähigkeiten, ne, die wir alle ein bisschen haben. Sprich, Fertigkeiten. Unsere Fertigkeiten, wie gesagt, es gibt ja die man ausrüsten kann, okay, und es gibt natürlich auch die exklusiven, auch okay, plus die Klassen. So, und ich habe vorhin erwähnt, von wegen, ich will die gute Edelgarn noch nicht entwickeln, weil ich bei ihr noch auf, ja, sag jetzt mal, es fehlt eigentlich nicht mehr so viel von der Erfahrung her, eigentlich, von der Klassenerfahrung her. Wenn sie das erlernen würde. Jetzt ist aber so, das, was sie erlernen würde, ist ja halt immer pro Klasse gleich. Es gibt natürlich mitunter auch einzigartige Klassen mit einzigartigen Skills, natürlich auch klar. Aber den Skill, den sie kriegen würde, wäre in diesem Fall Stärke plus 2. Was zwar cool wäre, das schon. Aber ich finde, solche Dinge, wenn ich irgendwie, zum Beispiel, es ist ja Level 10, sie kann sich weiterentwickeln auf eine Mittelklasse-Fähigkeit. Und ich fände es, glaube ich, besser, wenn ich das auch nutze, vor allem für die offiziellen Kämpfe, die offiziellen Missionen. Und halt für die, ja, um ihre sonstigen Skills noch freizuschalten, die sie halt jetzt noch haben können als Kämpfer. Und da müssen, glaube ich, noch einer mit Stärke plus 2 müssen rausspringen. Und dass ich den halt für so Nebenkämpfe, sag ich jetzt mal, dass ich dort ein bisschen trainiere. Sprich, eben dann ein bisschen gucke, dass meine Einheiten immer am stärksten sind für die offiziellen Missionen. Und wenn wir halt so Sidequests, eben so Kämpfe machen, wo ich weiß, okay, Edelgard ist sowieso so mega stark, die wird das nicht gekillt werden, dass ich da sage, okay, eine Stufe zurückgehen und dort mehr für die anderen Skills trainieren. War mal so eine Idee. Deswegen wechseln wir nochmal auf die Mittelstufe. Ja, soll bitte wechseln, neue Klasse. Jetzt frage ich mich ja, hat sie hier schon? Sie hat immer noch keine eigenen... Ist das echt so? Ich meine, sie ist natürlich stärker da schon. Hat er jetzt schon direkt die Stärke bekommen. Das ist so. Ich frage mich halt nur gerade. Ich meine, wir wissen ja, es gibt ja auch klassenbedingte Skills. Kann es sein, dass der Bandit noch gar keine hat? Die meine Mittelstufe-Klasse noch gar keine hat? Kann das sein? Ja gut, mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt hier auf der Mittelstufe. Es gibt noch eine Oberstufe. Es könnte also sein, die Oberstufe kriegt man aber Level 15 schon. Und dass man diese Skills erst dann kriegt. Ja, wäre möglich, ja. Wäre theoretisch möglich. Und gibt es irgendwie noch eine Hyperstufe oder so. Ja, es kann sein, wa? Dass wir in der Grundklasse, Primarstufe und Mittelstufe gar keine Klassenskills haben, sondern einfach normalen Skills so freischalten, plus eben dann auf der Oberstufe oder ab der Oberstufe halt die klassenbedingten Skills. Okay, interessant, interessant. Gut, Freunde, wir legen los mit der Mission, genug gequatscht. Jetzt wird gefightet.
Dem noch ein Punkt übrig war. Da waren wir eigentlich schon... Ach stimmt, haben wir gar nicht mal... Das war ja eine Quest, stimmt, das war eine Side-Quest, gar kein optionaler Kampf. Sorry. Zumindest nicht richtig. Ein bisschen durcheinander. Habe ich die jetzt schon... Ja, aufgenommen logischerweise schon, aber habe ich die auch schon gerendert? Oder keine Ahnung mehr. Und muss halt nur nochmal von vorne anfangen. Das Erbe von Gautier. あいにくの雨。先ほどの村の者たちは嵐が来ると言っていたけれど、彼らは嵐よりも奴らの襲撃を恐れていたわ。さっさと始末をつけるべきね。コナン島、遠くに見えるあの塔がキャツらの根城ですな。あのような拠点を手中に収めるなんて、マイクランもただの野党ではないわね。数百年前、この近辺は大規模な戦場でした。北方の民の信仰が最も盛んだった時代です。その頃にあの塔は監視と防衛の拠点として建てられた。攻略には骨が折れるでしょう。さすがはギルベルト殿、詳しいのですね。確かあなたは王国の出身だとか。すでに故国を捨てた身ではありますが、もし何か質問があれば答えましょう。Ja, was wisst ihr über das Haus Gautier? ゴーティエ家は古くから紋章の有無を特に重んじてきた家。ゴーティエ辺境伯には2人の霊族がいますが、上の子には紋章が現れなかったのです。彼が家を出奔し、このような行いに走った理由もどことなく想像がつくというもの。紋章に人生を決められるほど虚しいことはない。ギルベルト殿はそうは思いませんか。彼もまた運命の犠牲者なのだと。そして女神に見捨てられた男を殺すように命じるのもまた女神なのでしょう。Manchmal macht Edelgard mir mehr Angst als Hubert. Nur manchmal. Aber es ist trotzdem eine interessante Aussage. Also, je mehr wir mit Edelgard-Missionen machen, je mehr wir mit dir sowieso quatschen und je mehr wir irgendwie über sie und Hubert und so über ihre Vergangenheit so erfahren, desto mehr ist es ein bisschen speziell. So, aber Einheiten, bitte sagen wir, ist natürlich auch wieder nicht so dabei. Das heißt, wieder neutrale Einheiten. Stimmt, so habe ich recht. Natürlich. Gut, ich habe so eine Schwert des Schöpfers. Das haut ja auch ziemlich rein. Ansonsten, Petra ist klar. Sie macht das Schwert und Bogen. Das hat sie selbst gesagt. Wir haben also schon 2 Bogenschützen. Gute. Magier haben wir sowieso. Die 3 sind jetzt mittlerweile so stark. Also ganz ehrlich, Top-Magier. Ferdinand und Kaspar machen noch ein bisschen Song, wobei Kaspar eigentlich ein Stahlpanzer auch schon relativ stark ist. Und er als Soldat macht auch schon eine bessere Figur als früher. Sie als Bandit werden wir gucken. Wir können uns dann auch bald entwickeln, denke ich mal. Ja, wir finden dann ein bisschen die Spezialklasse, ne? Ein bisschen was fehlt hier noch. Aber gut, wir sind ja auch erst, glaube ich, in Kapitel 5 oder so. Wir haben noch Zeit, vor allem wir haben noch Zeit. So. Grün. Ah, das ist der einzige, der dabei ist. Okay, Gilbert. Können aber als Tank noch ganz schön was einstecken. Festungsritter. Level 11. Ja, die Werte sind jetzt auch nicht zu meinen für den Festungsritter. Ja, gut, ja. Aber gucken wir mal an. Festungsritter ist ja... Doch, da ist die Oberstufe-Klasse. Er hat 2 Fertigkeiten. Warum nicht 3? Haben die nicht alle irgendwie 3 Skills? Ich frage mich halt, ob man die dann irgendwie auch per Level-Up freischaltet, die Skills. Im Sinne von, ja, wenn du halt Level 15 Festungsritter bist, hast du 3 Skills. Wenn du Level 5 Festungsritter bist, hast du nur 1 Skill. So meine ich es halt ein bisschen. Gut, eine Stahlachse, was geben wir ja sowieso nicht. Passiert aber ja, hier könnte vielleicht noch was kommen. Wir gucken mal. Der hat vermutlich dann einen Truhenschlüssel dabei. Ich finde es nett, dass das Spiel mir immerhin so ab und zu noch so Items hinschmeißen. Wegen, du hast keinen Truhenschlüssel, keinen Dieb dabei. Okay, kein Problem. Wir machen das für dich. Wer ist das denn?
Miklan, aha. Der sieht ja aus. Ah, das ist ein Ritter. Power hat er keine Resistenz. Okay, der ist Futter für unsere Magier. Lanze des Untergangs. Ach du Scheiße, wenn eine legendäre Waffe dabei oder was? Alter, die Power 22. Crit. Gewicht, okay, macht ihn sehr langsam. Das eigentlich müsste ich einen Lindhard hinstellen. Der macht mit Wind, der wird ihn 4-mal angreifen, weil Wind kann sowieso doppeln. Das stimmt, ist gar nicht immer so. Aber egal. Wappenträger kann Explosionsspeer verwenden, aber er ist kein Wappenträger. Er hatte gerade gesagt, er ist ja der Erstgeborene, der kein Wappenträger ist. Sprich, er kann die Waffe nicht so richtig einsetzen. Also gut ist für uns, vor allem Trefferquote 65%, hallo? Da können wir es zur Not auch irgendwie, wie ist es schon wieder? Mann! Petra, hinschicken. Die wird ihn einfach auslaufen. Der hat keine Trefferquote, trifft nichts. Ah, warte mal, nee, da hat der Ding, scheiße. Oh, hi, Little, krass. Nee, hat der Dingsbums. Kann ich es gerade noch irgendwie sagen? Crit-Chance, dankeschön. Wenn du crittest, dann ist sowieso Trefferquote für den Arsch. Trefferie. Was ist das? Okay, krass. Das ist aber wieder so ein Festungsritter. Ja, ein bisschen Magie. Der hat gar nicht mal so wenig Resistenz, sehe ich gerade. 9, das ist so ein Ritter, das ist nicht schlecht. Aber, Alter, ist er langsam. Okay, den muss ich vierfach. Auch irgendwie eine Waffe, mit der er sowieso doppeln kann. Dann greife ich ihn 4-mal an. Bögen sind mir sowieso egal. Ja. Also Waffen bis auf den Anführungstypi ist eigentlich alles in Ordnung. Ich könnte ihn rumstellen, könnte ich zwar, bringt aber sowieso nicht viel. Da ich sowieso gut vorne stehe, obwohl... Ja, komm. Die beiden noch ganz kurz, dann... Ihr sollt ja sowieso nach vorne mehr, dann seid ihr mehr hinten. Jo, passt. Der vorne, let's go, wa? Dann machen wir es auch. So, wer sind jetzt hier die Spezialdinge? Die halt viel auszahlen können. Aber er ist nur Ritter, er ist kein Festungsritter, er ist nur Ritter. Der ist so ein fetter Festungsritter. Der hat ein bisschen Feuer drauf, sonst auch nichts. Ne, ein bisschen Feuer. Ach, ein Feuer unterm Arsch. Ist doch klar, Mann. So, der kann relativ weit umherlatschen. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Gar nichts drauf, okay. Du hast ja auch nur normales Schwert, bzw. Tonschlüsselzieher. Okay. Edelgard. Verteidigung 8. Da habe ich zwar ein bisschen mehr Verteidigung. Er auch. Ah, Federn ist gar nicht mal so schlecht mittlerweile. Ja, schreien auch lauter. So, kannst du noch das Einstellen ein bisschen trainieren? Für eine allenfalls andere Klasse. Aha. Stimmt, er hat ja das mit der Magic. Die alle schreien, ey. Oh, verdammt! Animation noch vergessen. Nein! Gut, die sind noch nicht so schlimm am Anfang. Gut vorgeschwächt, dankeschön. Gut, er ist eh langsam, da wird man keine Erfahrungspunkte klauen. So, Moment, das müssen wir ganz kurz mal hier Optionen wieder einstellen. So.
dann das Übliche. Erfahrungspunkte, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Sie ist sowieso kurz davor, aber ich würde dann doch lieber ein bisschen Kasper hier geben. Komm schon, machen auf Kasper. Gut, Magie verstehe ich nicht ganz, der Rest ist aber gut. Michael, bei dir würde ich gerne mal mit Eisen... Gut, da wird's ja noch... Alter, echt 4-mal. Schwert des Schöpfers. Kann man mal die Waffe angucken. Jo, immerhin, es leuchtet. Level 10, so jetzt kann er auch switchen. Benny hat einen Skill, das gefällt mir. Keiner sagt was, ich verstehe nicht warum. Ja, da machst du, wa? Du greifst die an. Auch nicht, okay. Ja, der hat vielleicht Bock drauf, versteht ihr? So, kann man da eigentlich hin? Müsste eigentlich, wa? Ja, könnt trotzdem treffen. Sehr gut. So, dann haben wir den Futski, der ist da mit Magie gesegnet. Das heißt, ich schicke da sich nicht Edelgard hin. Theoretisch wäre es so eine Option, aber nee. Warte mal, hier haben wir... Ah, das ist Petra. Dachte ganz kurz, könnte ja Hubert sein. So, Edelgard, wobei ich muss eigentlich Edelgard mit Mike wieder ein bisschen öfters in Einsatz schicken. Wegen Unterstützung drängen und so, ja. Ihr versteht schon. So. Ja, eben, lassen wir ihn ein bisschen hinten, soll er sich um die kümmern. Weil bringt es nichts, wenn ich auch Bernadette dahin schicke. Klar kann sie jetzt da Erfahrungspunkte abstauben, ja, ist ja schön, aber nicht gerade das, was ich jetzt eigentlich wollte. Sondern einen Blick einsetzen, kann man schon. Oh, das ist ein bisschen... krass. Dass er trotzdem getroffen hat. Verteidigung ist für den Schützen auch nicht schlecht. Also Bernadetta, machst bisher keinen schlechten Job. Resistenz 8, das ist nur mit 13. Alter, da kann man nur 13 Resistenz lassen. Also geht ja mit Wind nach vorne, dann machst du das schon. Warum kommt er eigentlich nicht hier hin? Da verstehe ich nicht ganz. Hey, ist das ist das der hier? Nee, eben, ist gar nicht der. Wer ist denn das? Welcher Spacko vom Dienst kommt da so weit? Ach, der ist das. Der mit dem Eisenbogen. Du könntest theoretisch von hier grillen, wa? Mal Eisenbogen und natürlich sie mit dem Wurfball. So, Pan ist schon wieder langsam vorbei. Ich krieg die Krise. So, der wird eh nicht getroffen. Kaspar geht dann mal nach vorne. Hubert, der hat das mit dem Sammeln brauche ich zwar gerade. Aber jetzt. Aber ihn hat schon bereits bewegt, war schade. Ich hole dann ganz kurz noch einen Edelgard heilen. Egal, geht auch so. Mehr Magic. Jetzt greift er natürlich aus weiter Distanz an, wa? So ein Penner.
Wow. この策にかける 25. Ja, Gilbert macht, was er kann. Und zwar nicht treffen. Ah, doch, hat er. Okay, sorry, da kannst du aus, würde nicht treffen. Ja, wie sieht's so aus, wa? Kampftechnik, Blick, Eisenbogen. Probieren kannst du sie mal. Würde mich, wenn du triffst. Ja. Ah, Bataillon Level Up. Das hingegen nehme ich gerne. Was mache ich mit den Magietypen da? Er hat doch gesagt, Lina macht das, wa? Theoretisch auch Hubert reinschicken könnte. Ja, Lina hat ein bisschen mehr. Jetzt überlege ich gerade. Einer von uns sollte vielleicht bei Lena mal runtergehen in die Truhe plündern. Du hast ja kein Ding mehr dabei, wa? Scheiße. Ja gut, macht trotzdem Sinn. Jetzt wird auf Petra losgehen. Geht auf sie los? Ja. So Spaß macht Solo. Das ist jetzt ein Heilmittel. Ah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. So, den Zug noch, nachher machen wir mal Feierabend. Einfach nur Schaden, ey. Lina hat so viel Resistenz bereits. So. Wenn der los unterwegs ist, kein Plan. Was ging hier bereits los? Okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber Gilbert, brauchst du Hilfe? Weil es noch etwas sein, der echt noch helfen müsste. Okay, Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Three Houses und dann machen wir hier mal richtig Rambazamba. Bye, bye.